Der Oro ist schnell wie der Wind. Immer gut gelaunt und noch so gern zusammen mit dem Fünkli im Schatten der Äpfelbäume am Zuschauen, was die Prinzessinnen so machen. Und es ist echt ein lustiges Schauen, wenn die Prinzessin Wunderbar mit der Prinzessin Goldherz wie die Ente den Kopf ins Wasser stecken, so dass nur ihre glitzerrosa und glitzergoldige Badkleider-Hinterteile zum Wasser ausgüchseln. Spritzen die übrigens Prinzessinnen beim Baden nicht weniger gern als Enten. So ist an diesem Tag die Zeit wie im Flug vergangen. Noch bevor es jemand richtig gemerkt hat, ist der Zeiger auf der Uhr gegen Abend gerutscht. Und die Prinzessin Goldherz hat sich subito auf den Heimweg machen. Sonst hätten sich ihre Königseltern Sorgen gemacht. Und das will ja kein Kind, auch nicht eine Prinzessin. Zackig hat die Prinzessin Wunderbar ihrer Freundin ihr farbiges Papptuch in den goldigen Rucksack gestopft, währenddem die Prinzessin Goldherz das nasse Backkleid gegen das trockene Prinzessinnenröckli mit den Leggings drunter tauscht und den Reithelm auf die noch feuchten Haare geklebt hat. Weil die Prinzessin Wunderbar ja auch noch ausreiten wollte, sind die zwei Prinzessinnen ins Schloss gestürmt. «Mami, Mami, Mami!» hat es durch den Schlossgang gehauen. «Darf ich Prinzessin Goldherz begleiten? Bitte!» «Psst! Nur nicht so laut, mein Liebe. Der König ist am Regieren, da darfst du nicht stören.» Ist die Königin, was gibst, was hast, aus dem Thronsaal zu huschen und hat den Finger an die Lippen gedrückt. Und das Nachtessen kann sie auch gerade bei uns und endlich einmal bei mir übernachten. Bitte, Königin Wunderbar, darf sie? Ist der Prinzessin Goldherz noch in den Sinn gekommen. Nach einem Telefon mit dem anderen Königshaus war alles klar. Die Prinzessinnen mussten nicht mehr pressieren, weil die Eltern im Goldschloss Bescheid gewusst. Und die Prinzessin Wunderbar war nicht nur zum Znacht eingeladen, sondern konnte auch gerade das Pyjama einpacken. Glücklich und zufrieden sind die beiden Freundinnen zu ihren Pony. Sie waren schon ein bisschen aufgeregt, weil schliesslich ist es nicht alltag vorgekommen, dass eine von ihnen bei der anderen pfusen. So haben sie zum Hof kontrollieren dazu aufgeregt geschnädert über alles, was sie dann nach der Nacht noch spielen wollten.